Das Abenteuer geht weiter, hier bei Risen 3 Titan Lords auf der Insel Calador immer noch. Yo Mann, was geht ab Leute? Die haben jetzt auch nicht viel, außer noch ein paar Vögel, die wir einen noch rupfen könnten, wa? Meine sowieso nur einer, so wie es aussieht und jo, ich denke mal, das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Hallo, Vogel. Vögelein, willst du draufgehen? So schnell kann das gehen, wenn man zu zweit unterwegs ist. Geil. So, weggesteckt. Eine Feder halten und ein roher Hühnerbollen. Ah, interessant. So, Leute, diesmal, wenn ihr jetzt... Falsch, aha. Ja, diesen Part wird dann ein bisschen in den Taverne abhängen und so. Es gibt hier noch ein paar Dinge zu tun, wie es aussieht. Auch der will hier eine Sidequest noch machen, wie es aussieht. Naja, machen wir es mal, wa? Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Gut, bereite dich vor, dann geht's los. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Interessant. Da ist ein bisschen... Hä? Der läuft ein bisschen sehr crazy. Naja. Vor allem so langsam. Nachtwache. Dauert nur die ganze Nacht, war also kein Problem. Menschenskind, hey. Okay, Leute. So viel dazu. Bevor ich es vergessen, noch neue Verbündete. Nee, was sowieso. Aha, ja stimmt, das ist halt hier für die Dämonenjäger. Nee, was ich machen wollte, gleich gucken wollte. Hier, ein Kreuz auf der Karte war. Schutz auf der Karte, genau, das ist ja der von dem Typen. Das spielt natürlich von unserem Kumpel Edward. Wo war denn jetzt das X hier? Echt hier oben? Ein Kreuz auf einer Karte. Dann die Frage, machen wir das hier oben oder aber... wir sind jetzt da, wa? Ich weiß ja, man hinkommt dann relativ schnell. Wir kommen ja auch hier, wobei hier geht's nicht, weil wir müssen darüber. Hier oben gibt es sowieso noch ein Monster. Fällt mir noch so auf. Naja, egal. So, was haben wir dazu? Neue Verbündete, Nachtwache nach Norden. Mal gucken, wo ist überhaupt? Lass uns weitergehen. Ah, erstes Questziel, na toll. Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Das Vieh mache ich kalt. Und der wird sich her. So, kann ein bisschen kontern, weil ich heute gerade mal so gut drauf bin. Endlich hat der Kampf ein Ende. Wobei ist nur einer und Eldrick sage ich schon. Mason hat gerade gesagt, wo einer ist, noch viele Können andere. wir weiter? Ah ja, von mir aus. Oh. Wo kommt die plötzlich her? Biest. Das ist noch ein großer. So, kommt Leute, kommt schon. Mann, ich würde gerne noch ein bisschen verzichten lassen. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Toll, jetzt kommt natürlich der Große direkt, da ist er klar. Wow! Voll in die Eier und das war's. Erledigt. Tja, so schnell kann... Willst du ein grünes Herz erhalten? Okay, Schattenlords haben schwarze Herzen, die haben grüne Herzen. What the fuck? Lass uns weitergehen. Ja, ja. Können wir weiter? Mann, kannst du bitte mal kurz warten und alles Wir gehen aufsammeln? weiter. Ja, Schnauze. Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf.
Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Jo, ich auch. Übrigens, ist hier drüben noch etwas? Sieht so verdächtig aus. Naja. War mal eine kleine Riesenratte. Was? Silberbecher, okay. Messer, aber noch ein bisschen Brot. Und ein Klingenblatt. Dankeschön. Und weiter geht's. Komm schon, Edward. Folgen wir einem Kumpel. Wo ist der Kumpel? Lass uns weitergehen. Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Neue Quest zur Taverne. Klar, 10 Meter müssen eine neue Quest angehen. Ist klar. So, wir sind da. So, da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Jo, dankeschön. Edward, hast du Bedürfnisse? Naja. Wo ist der Typ gerade hin? Da ist er. Stehen geblieben! Hör zu, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nachdenken. Probleme? Du machst dir kein Bild. Warst du schon immer auf Calador? Ich bin früher viel zur See gefahren. Hab schon einige Abenteuer hinter mir. Ich bin sogar schon ein paar Eingeborenen begegnet. Harte Jungs, sag ich dir. Aber begraben wir die alten Zeiten. Die sind vorbei. Was ist mit dir? Haben dich auch die grünen Feuer hergelockt? Naja. Nein, eigentlich nicht. Es waren eher die Schatten. Das ist gut zu hören. Wir Dämonenjäger können im Moment wirklich jede Hilfe gebrauchen. Also, was genau ist dein Problem? Okay, pass auf. Yvette hat von mir ein Amulett bekommen, was mir nicht gehörte. Du hast Yvette ein gestohlenes Amulett geschenkt? Ich hab's vom Friedhof genommen. Ich dachte, die Toten kümmert es einen Dreck. Falsch gedacht. Ich sag dir besser nicht, was für Albträume mich auf einmal plagen. Kannst du nicht Yvette das Amulett wieder abnehmen und es zurück zum Friedhof bringen? Ich kann das nicht machen. Ich kann ihr ja schlecht etwas schenken und dann wieder zurückverlangen. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe das Amulett. Und hast du es noch nicht zum Friedhof gebracht? Naja, ich dachte mir, ich sag dir... Nicht denken. Zum Friedhof marschieren. Noch eine unruhige Nacht kann ich echt nicht gebrauchen. Mann, Alter. Warum sollte ich deinen Mist ausbaden? Jemand wie du kann doch sicher nie genug Gold haben. Und ich schätze, da werden wir uns sicher einig. Ich sorge dafür, dass Yvettes Amulett bald wieder auf dem Friedhof begraben liegt. Gut. Und falls du wissen willst, wo der Friedhof ist, findest du ihn unterhalb der Zitadelle. Ganz in der Nähe der Windmühle von Ernestos Hof. Also, ich zähle auf dich. War ja klar. Die zählen alle auf uns und wir sollen natürlich wieder mal, dann was stehlen. Das ist natürlich sehr nett. Wieder mal. Gut, machen wir das nachher mal oder sagen, war unter der Zitadelle. Da müsste eigentlich hier sein, war. Also theoretisch gedacht, war da gar nicht mal so eine üble Idee. Calador, grüne Flammen, Messerschneide, ist auch nicht, was? Ja, wo ist die Questziel? Müsste doch auch theoretisch irgendwo sein. Aha. Ja. Genau, das war die Mission. Die war ja woanders hin. Aber wo ist jetzt... Na, ich bin nicht der Fluch der Liebe, ist klar. Hä? Aha. Ja gut, unterhalb verstehe ein bisschen was anderes, aber okay.
Ja, stimmt, ja. Stimmt eigentlich schon, weil er hat ja nicht gesagt, von wegen Norden, Süden oder so etwas. Nö, er hat nur gesagt, unterhalb und da ist noch eine Windmühle und so. Und das stimmt ja. So, bin mal gespannt. Gibt es hier wieder irgendwelche Viecher? Nur ein Truthahn. Eine Goldmünze. Wow, ich bin reich. Nicht. Sie sollten lieber zu den Waffen greifen. Und wenn Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. ich bin... Naja, ich weiß schon. Du bist derjenige, dessen Boot am Horizont zu sehen ist, oder? Du bist wohl ein ganz schlauer. Hab ich's mir doch gleich gedacht. Was machst du hier auf dem Hof? Ich bin der Knecht von Ernesto. Ich bin für die Mühle und alle anderen körperlichen Arbeiten hier zuständig. Ich suche Arbeit. Ich hab nichts für dich. Aber sprich doch mal mit Ernesto. Ich glaube allerdings nicht, dass er sich noch einen Knecht leisten kann. Andererseits, ich habe vielleicht doch Arbeit für dich. Was hast du für mich zu tun? Irgendjemand hat vom Hofherrn Ernesto einen wertvollen handgravierten Kerzenständer gestohlen. Und alle verdächtigen jetzt mich. Ich habe ihn aber nicht. Tja, doof, was? Von Nikrodin, Nikrodim. Wieso glauben alle, dass du ihn geklaut hast? Ich gebe zu, es sieht auch sehr danach aus, als hätte ich ihn geklaut. In der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, habe ich ein Geräusch gehört. Also bin ich zu dem kleinen Vordach vors Haus gegangen, um nachzusehen. Aber ich konnte nichts finden. Gerade als ich wieder hineingehen wollte, hat Mira die Magd mich gesehen. Tja, und darum glauben alle, ich hätte ihn geklaut und nachts irgendwo vergraben. Tja, dumm gelaufen. Ich werde den wahren Dieb finden. Auch wenn du es sein solltest. Aber ich bin es nicht. Bitte streng dich an. Meine Zukunft hängt davon ab. Sprich mal mit den anderen. Vielleicht kannst du sie ja einfach überzeugen, dass ich es nicht war. Und schau mal vor dem Haus bei dem Wagen nach. Dort hatte ich die Geräusche gehört. Okay, wow. Dann mal gucken, wir haben hier ein paar Truthähne, da haben wir einen Pilz. Dagobert Duck ist ansteigt. Wir haben gerade Dagobert Duck gekillt. Nein, das geht doch nicht. Klar, hier bei Wisen 3 geht alles. Dagobert. Ah, der ist anschlecht. Lecker Proviant. So, mal gucken. Hallo? Ernesto ist da. Okay, da ist Nikodin. Die quatschen alle. Tiremias Quatschen. stellte unangenehme Fragen und wusste immer mehr als alle anderen. Eines Tages bekam er den Auftrag, das große Tor auf Kila zu inspizieren. Dort wurde ihm sein Monokel von einem Piraten gestohlen. Damit schien er fortan nicht nur seinen Weitblick, sondern auch seine Sprache verloren zu haben. Tiremias Monokel, könnte das eventuell ein legendärer Gegenstand sein? Tiremias Oh. eines Tages dort... Tschüss. Verdammt, ihr seid ganz so gut dabei. So, dann habe ich noch mit. Messer auch. Der Ruhm? Nö, wa? So, mal gucken. Ich kann ja schleichen. So, die pennen noch schön. Sehr gut. Da ist ein Bett. Ich will aber gar nicht pennen. Mira. Hallo, starker Mann. Was führt einen gut aussehenden Burschen wie dich in solch eine öde Gegend? Lass mich raten. Du bist auf der Suche nach Abenteuern, Schätzen und gefährlichen Monstern? Und schöne Frauen nicht zu vergessen. Nur die größten Monster sind für mich gerade groß genug. Ab und zu würde ich auch gerne mal gegen ein großes Monster kämpfen. Das kann ich mir denken. Wenn wir doch nur in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort leben würden. Ja, gäbe es doch bloß Zeitreisen, wa? Klingt, als hättest du ein Problem. Ich habe kein Problem. Ernesto hat ein Problem. Ihm wurde sein wertvollster Besitz gestohlen. Sein gravierter Kerzenständer. Er befindet sich schon lange in seinem Familienbesitz. Er kann dir darüber sicher mehr erzählen. Ich weiß, wir haben Wichtigeres zu tun. Aber um einer schönen Frau zu helfen, ist immer Zeit. Eine Sache noch.
Was weißt du über Nikodim? Nikodim. Nikodim ist der Knecht von Ernesto. Wenn es nach ihm ginge, dann wird er einmal Ernestos Nachfolger auf diesem Hof. Aber wenn du mich fragst, mit ihm als Chef hier geht der Hof vor die Hunde. Ernesto wäre besser beraten, mich als Nachfolgerin zu bestimmen. Bist du hier die Magd? Da hast du völlig recht, mein Hübscher. Ich bin Mira. Ich kümmere mich hier um das Essen, putze das Haus. Ich achte darauf, dass hier nicht alles vergammelt. Ohne mich wären hier doch alle aufgeschmissen. Das kann ich mir gut vorstellen. Kannst du mir was beibringen? Kommt drauf an. Silberzunge steigern und bis rein haben war. Ich bin noch nicht gut genug. Was, will wir verarschen? Mit Einfluss oder was? Jo, der ist noch zu tief. Supi. Liest hätte die 35 bräuchte. 4000. Ja, viele fehlt nicht mehr, damit das hier alles steigen könnte, dann wird es auch gehen. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Nun gut, Leute, spielt keine Rolle, können wir auch später noch machen. Da hoch geht's auch noch, dann rüber zur Brücke. Okay, machen wir auch alles noch. Ja, man sieht schon, Kalorien sind noch riesig, es gibt noch viel zu tun hier. Wir haben noch viel Zeit. Genau. Wieso liegt über Gold herum? So, ein Friedhof, wenn sowieso die Schatten überall sind, ist nicht gerade unbedingt ein gutes Urlaubsziel, deshalb Safety first. Eine Goldspur, das ist natürlich immer ein gutes Zeichen. So. Wo bist du? Komm zu uns zurück. Hallo, Hanna. Es ist gestohlen. Deinesgleichen hat es uns gestohlen. Unser Ein und Alles. Unser Seelenheil. Komm zu uns zurück. In einem Stück. Lass mich raten. Ein Kerl namens Porter hat ein Amulett gestohlen. Namen sind nichtig. Nur unser Schatz ist mir wichtig. Die Toten erwachen. Schon bald hat er nichts mehr zu lachen. Du musst ihn überreden, es wieder rauszugeben. Okay. Nicht schlecht gereimt, junge Dame. Respekt. Also, wenn das am Land hier meinst, dann behalte ich lieber selbst. Silberzunge 60. Oh, so gut bin ich glaube noch nicht, wa? Wozu braucht ein Geist überhaupt ein Amulett? Erinnerungen des Lebens sind auch im Tod nicht vergebens. Löse deinen Geist davon und finde Frieden. Spricht er wahr oder will er uns betrügen? Ich habe keinen Grund, dich zu hintergehen. Also vergiss die Reime und leg dich wieder zur Ruhe. Ein wahres Wort an einem toten Ort. So lebe denn wohl. Das war brutal. Ich fand's cool. So, haben wir noch ein bisschen Gold. Eine Ratte. Dann haben wir eine Geisterblume. Kann man schon, die gehört mir. Dankeschön. Naja, naja. Sollen wir mal zum Friedhof, war? Was? Fertige Spuren, bitte was? Wieso? Die Spuren führen weiter nach Norden, durch den Friedhof. Ja, durch den Friedhof. Wer war hier bereits? Oder was meint der? Ich hab keine Ahnung. Oh, sind ein paar Schattenbestien. Alter! Kann man hier direkt ins Gebiet der Schatten oder was? Aua, Mann, ich will die Karte gucken. Nö, eigentlich noch nicht. Verdammt, ich sehe sowieso nichts. Die Schatten haben hier was drauf, muss man zugeben. Die sind ziemlich stark. Mann, ich sehe kaum was, ganz ehrlich. Ist ein bisschen doof gerade. So, muss ganz kurz mal anmachen. So, dankeschön. Natürlich für euch auch besser, damit ihr auch ein bisschen was seht. Ich bin beeindruckt. Jo, ich auch. Dankeschön. So. Schatten tot, alles tot. Ich wünsche, es wäre nur so. Wieso sind hier Schattenbiester als Wache? Warte mal ganz kurz. Wo ist meine Fackel? Meine Fackel! Ich brauche eine Fackel.
So, dankeschön. Ist echt zappend aus da hier oben. Auf YouTube ist sowieso nichts mehr, also von dem her. War es dringend mal nötig. So, nimm gerne mit. Dankeschön. Das Schattenpack glaubt wohl, das bisschen Lava beeindruckt mich. Du kannst ja mal ein Bad nehmen. Sehr witzig. Tja, aber ein richtiger Witzbold. Tja, das ist ja natürlich. Ah, okay. Pennt denn hier? Der Biese übertrieben sind ein paar Kobold, also ganz ehrlich. Mann, ey! Wieso muss man ja da dazwischen funken? Also egal. So viel also einen Kobold, ich kann ein bisschen pennen. Ist klar, direkt im Lavafluss zu, weil sowieso alles tot ist. Ja. Ja, wieso nicht, wa? Oh, verdammt. Wow, mich überhaupt? Geht's auch noch weiter? Oh, ihr seht sowieso tot aus. So, wie gesagt, ich sehe immer noch nichts, aber ist ja scheißegal. Ich muss noch kontern können. Okay, hat's auch geschafft. Na, immerhin etwas. Wo geht's denn überhaupt hin? Ah, nur in der Linie unten. Naja. Eine 20er Truhe. Dürfte kein Problem für uns sein. Ja, 2, 1, 3, 4. Hühnchen und Schrot. Naja. Nichts sehr Wertvolles, aber ist egal. Gold, Golden, Silberteller, gut verkaufen, so weiter. Obwohl der Part bereits vorbei ist, Freunde. Die Frage natürlich, hier muss es nachher irgendwie weiter. Und ja, die eigentliche Frage ist doch, wie geht es für uns hier weiter? Weil ich glaube, ein Lavabad würden wir nicht so unbedingt überleben. Sieht aber geil aus, muss man zugeben. Geile Atmosphäre und genau passend für das Ende des Partes. Tja, wenn wir hier jemals rüberkommen, dann muss ich von hier, ich muss hier rüber schwimmen und dann kann ich da und so einen Namenlosen suchen. Würde ich so mal schätzen. Das machen wir, wie gesagt, erst mit Mendoza. Jetzt erstmal machen doch noch die Westseite hier und ja, gehen nochmal zu ihm zurück, spielt zur Zitadelle. Nee, hier. Spielt zur Taverne, dann müssen wir ein bisschen reingehen und so. Dann gehen wir noch zur Zitadelle hier und so weiter und so fort. Also wir haben noch viel zu tun. Es gibt hier irgendwie einen Hotpunkt. Ne, braucht sie nicht. Hat sie bereits. Tja, in diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal hier bei Risen. In diesem Viech. Das ist ein Feuergolem, wa? Alter Schwede. Tja, bis zum nächsten Mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Auf den Spuren der Lava. Bis dahin, tschüss.